Hallo, hallo. Es geht weiter mit die Thaumaturge. Ja, ich habe jetzt erfolgreich gespeist, also geht's gleich in Folge 2. Ich war ein wenig im Fresskoma, aber das hält mich jetzt nicht davon ab, weiter zu zocken. Kann sein, dass wir kurz unterbrechen müssen, weil ich noch Wäsche im Trockner habe. Aber ja, mal schauen. Entweder ist dann die Folge aus oder ich unterbreche kurz. Aber naja. Ähm, Jetzt dann mal hier schnipseln. Talisman. Es wurde aus Schnur, Zweigen und Federn angefertigt und soll die Dorfbewohner vor dem Einfluss böser Mächte schützen. Was jetzt nicht unbedingt gut hingehört hat, müssen wir mal schauen, wo nur ein paar so Sprengselis sind. Jetzt einfach Sprengsel. Wie gesagt, die erinnern mich sehr an einen Roman. Fantasy, sehr zu empfehlen. Aber nun ja, wir müssen halt Nipsis finden. Ja, da hinten geht's weiter, das denken wir, aber geht's auch hier was? Ja, scheinbar. Am Okay. I sensing? Spüre ich etwa? Schalampe. Ich muss auch noch alles stapeln. Und, ja, siehst du mal. Musst Schlampen stapeln. Habe ich schon. Ja, ja. Dann trägt er ein Buch an seinem Gürtel, weil ich gerne lese. Ja, keine Fragen. Scherben eines Tellers. Die Überreste eines blauen Keramiktellers. Die Keramikscherben zittern vor Ärger und Frust. Der Streit brach urplötzlich aus. Vorwürfe und Klagen flogen durch die Luft und erfüllten sie mit Galle, deren süßlicher, stechender Geruch führte zu Geschrei, Schuldzuweisungen und verletzenden Worten. Die Aufregung dauerte an, bis alle Beteiligten außer Atem waren. Mhm, There are gescheit so many gefetzt. words of love inscribed here. Beschädigter Axtstil, ja. Axtstil. Axtstiel. Ein beschädigter Axtstiel. Die Spur darauf stimmt nicht mit der Spur von Wessner überein. Es wurde zwar schon lange nicht mehr verwendet und ist deshalb etwas schimmlig, trägt aber noch immer die Erinnerung an denjenigen in sich, der die Axt einst schwang. Ein Einzelgänger aus freien Stücken mit einem Gemüt so dornig wie ein Wacholderstrauch. Bittere Worte und deren Dornen haben den Stiel überwuchert. Es sind jedoch auch einige wenige warme Worte zu erkennen, so zart wie Rosenblüten. Es sind Worte der Liebe an eine Person, die sich nicht vor Dornen fürchtet. Eine Liebe, die mitunter schwierig ist, aber keine Gewalt kennt. Gesicherte Spur Luca. Gut, das sind da die Zeichen da, wo wir gelevelt haben. Deswegen haben wir da jetzt, erkennen wir da jetzt schon mehr quasi, wie ich das so richtig interpretiere. Schlussfolgerung: Ehestreit. In diesem Haus leben Eheleute, die kein Blatt vor den Mund nehmen. Sie streiten sich heftig und lauthals, bis ihnen der Atem ausgeht. Aber sie bleiben beieinander. Sie halten zueinander, trotz allem. Es sind so viele Liebesbotschaften niedergeschrieben. Ja, aufrichtige Gefühle. Luca kann gewalttätig werden, aber er empfindet aufrichtige Liebe für Vesna. Streitereien sind eine Sache, aber er würde niemals die Hand gegen sie erheben, was die Worte auf dem Axtstiel beweisen. Mhm. Ist er das dann? Mhm. Ja gut, jetzt haben wir da wieder unseren Upir. Now I know that woman's trace. Vesna and her husband both left traces of themselves at the Vasilis' burned out farmstead. Lucas sincerely loves his wife. You think he loves her strongly enough to kill for her? You're right. It'd be better to ask Vesna about that. Ah, da ist auch noch was, Shahi. Hölzerne Kiste, eine handgeschnitzte und kunstvoll bemalte Kiste aus Holz. Die Kiste ist mit Liebesschwüren versehen, mit Worten so süß wie ein Kuss. Die Namen Wessner und Lukas sind ineinander geflochten und schmiegen sich sanft an die filigranen Schnitzereien im Holz, um sie vor Feuchtigkeit, Regen und allem Übel der Welt zu schützen.
Schauen wir mal. I wanted to talk. Ma'am, please open the door. Please go. We didn't invite any guests over. Please open the door. I'd like to have a chat about your husband. You'd better not be here when he gets back. He's not as talkative or polite as I am. Vesna über Luca. Offensichtlich ist es nicht das erste Mal, dass Vesna jemanden mit ihrem Mann droht. Luca hat wohl nicht den besten Ruf im Dorf. Die Dorfbewohner halten Luca für einen Griesgram und Eigenbrötler. Er scheint jedoch auch ein Herz zu haben. Luca war in der Nacht in Vasilis Haus, als dieser ermordet wurde und das Haus abbrannte. I know you're scared, but please just open the door a crack and let me ask one quick question. What do you want? Okay, sie beruhigen und ihnen ein Gefühl von Sicherheit geben. Ja. Please, don't be afraid. I just need to know where I can find your husband. He's chopping wood in the clearing by the forest. Ja, aber ich will ja die Puppe auch noch halt. Oh Mann, oh. Warten Sie. Ich hätte gern beides. Hier so. Was sprengselt hier? Am I sensing? Ha. Die tote Gans. Jemand oder etwas hat diese Gans erdrosselt. Vom verdrehten Hals der Gans steigt die rasende Wut der Person auf, die die arme Gans getötet hat. Dieser Schwall der Emotionen trägt im Kern keine Begierde nach Fleisch oder Federn, sondern nur den galligen Geschmack der Eifersucht und den inbrünstigen Wunsch, dass Bock dann all seine Besitztümer verlieren möge. Kräuterfrau. Untersuchen. Salz vor der Tür. Salz vor der Tür soll von ungebetenen Gästen Unglück schützen. So, jetzt kann ich da wieder ein bisschen weiter durch. Entspannung steigert den Fokus um 3. So, jetzt müsste ich ja... Ich möchte... Ja, das machen wir so und dann tun wir das hier hin. Das passt soweit. Gut. Over my dead body. I reject this verdict. Well, I expected as much, and he wanted to come see you himself. He was first to judge. I said what I said, and I won't change my mind. Go away. You're attracting gawkers. Not gawkers, a witness. And let him listen. He'll see it fairly. Sir, this liar and thief here stole a memento of my mother. And this witch says I'm supposed to hand my goose over to him too? Because you strangled mine. Now what do I care about some trinkets your mother left you? Because we already know you strangled the goose, but you still haven't proved that Bogdan stole your pendant. Where is the justice here? Die zerstrittenen Nachbarn. Zwischen den Streitenden liegt eine tote Gans, die offensichtlich der Auslöser für den Streit ist. Wenn die Kräuterfrau diesen Streit beilegen will, sollte sie sich beeilen. Die Streithähne stehen kurz davor, handgreiflich zu werden. Schlussfolgerung: ziehen Streitigkeiten unter Nachbarn. Die Nachbarn stritten sich anscheinend wegen einer Gans, die als Racheakt für einen anderen Vorfall erdrosselt wurde. Ein Klassiker unter den Nachbarschaftsstreit. Naja.
Why don't you relax and listen to the words of a wise woman? Well, all in all, it's... I'm sorry, Bogdan. Come inside and tell me what you're doing here. Thaumaturgy never fails me. There is something here. Tagebuch eines Oblatenpriesters. Man sagt, dass jede Nation ihre Dämonen hat. Die Phantome, Geister und Albträume wurden erschaffen, um unartige Kinder zu erziehen. Aber ich habe die halbe Welt bereist, das Wort Gottes gepredigt und ich erlernte die Wahrheit. Diese von Gott verfluchten Dämonen, Unholde und Teufel sind echt und sie sind überall. Im weit entfernten Syrmien haben die Menschen den Namen Bukawatsch geflüstert. Eine grausame Bestie, deren Anwesenheit Zorn hervorruft und die Menschen dazu veranlasst, ihren Nächsten Gewalt anzutun. Ein Märchen mögt ihr sagen? Aber ich habe Bukawatsch gesehen, hier in Pjatogorsk. Ich habe das Rasseln seiner Ketten gehört und gespürt, wie sich seine spitzen Zähne in meinen Hals bohrten, wie an jeder Faser meiner Seele zerrte. Und ich spürte die Wut, die dieser Geist mit sich bringt. Eine Wut, vor der man nicht fliehen kann. Der Geschmack vom Blut in meinem Mund, der durch kein Gebet vergessen werden kann. Mögen die heiligen Wände der Oblatenkirche diese Bestie aufhalten. Geheiligte Jungfrau, schütze mich. Okay. Unveränderter Brief. So, mein lieber Sohn, mein Herz weint. Habe ich dir solches Leid zugefügt, dass du jetzt so über mich schreibst, dass du deinem Erbe, deinem Land und deinem Blut entsagst? Ich habe nie geklagt, als du dich geweigert hast, mit uns auf dem Feld zu arbeiten, und auch nicht, als du nach Tivlis gegangen bist, um zu studieren. Und jetzt nennst du uns dumm, zurückgeblieben. Du plapperst deinem Rektor Tschudjerki nach. Das Georgisch deine Muttersprache, die Sprache der Hunde ist. Und du möchtest mir nur auf Russisch schreiben? Mein liebes Kind, Georgien fließt in deinen Venen. Dieses Land ist das Salz in deinen Tränen und das, was deine Knochen zusammenhältst. Du kannst dich davon nicht lossagen. Das kannst du nicht. Jetzt mal kurz schauen, habe ich eigentlich mein Fenster zugebracht? Ja. So. Let's take a look around. Heiligenbild. Ein handgefertigtes Heiligenbild. Ich glaube, es stellt die heilige Thekla dar. Die Hände der Kräuterfrau schweben über dem Kopf der Heiligen. Sie führt verschiedene Gesten aus. Sie sind subtil, so rein wie Schnee. Die Worte des Zauberspruchs glitzern wie Sternenlicht und bitten den Himmel an, inständig ein Mädchen zu schützen, das auf Erden unerträgliche Qualen leidet. Kommt da eine? Na, okay. Dann haben wir das hier mal alles abgesucht. The villagers seem to have a certain respect for you, ma'am, so I wanted to ask your help with something. I'm not getting any younger, boy. Talk before I drop dead. Well then, I hope you'll still be alive when I get back, madam. Nee, da haben wir noch zu wenig. Das war alles nicht sehr nett und ich finde die Kräuterfrau aber nicht schlecht. Daher, die will ich jetzt nicht anfacken eigentlich. Vor allem haben wir anscheinend noch nicht alles gefunden. Da müssen Dinge im Busch sein, wo ich noch nicht gefunden habe. Das ist doof. Weil ich es gerne finden würde. Aber hier schaut so aus, als ob schon wieder Feierabend wäre hier von den Hinweisen her. Keine Ahnung. Dafür lasse ich die Kräuterfrau so weit in Ruhe. Ist halt dann so. Ja, das ist der Kutscher wieder, was ist schon so. Ne.
Gehen wir mal in die Lichtung. Again. This time it's a matter of life and death. How is your search going? Almost finished. I know who's attracting the Bukavach. Can you reveal that secret? It's Luca. It has to be Luca. Do you still want to catch that Salutor? Yes, absolutely. Despite the risk? I hope I can persuade you to come with me. That's an enormous favor you're asking me. I hope you'll be able to return it. I give my word. Did you hear? We're going to see Luca Bogosian. Ach, verdammt. Ah, ja, I'm kennen wir not doch, ja. here to fight. Luca! You shouldn't have threatened my wife. Why did you do this? I don't know what you're talking about. You're the one who brought the Saliter here. The spirit that you all say arrived in the village after Vasily's death. The Saliter is what's making fear consume you all and making you hot-headed. And it's because of your flaw, which has been within you since the murder took place. A murder might just be about to take place. Cut off his head. What? Tear off his head before he opens his mouth again. Unless you're the one that killed him. And I'd do it again if I could. Get out of here! Here you are, Bukavach. Vesna's flaw is mine, and you're mine. Schwierigkeitsgrad, Geschichte, Story-Modus. Die Kämpfe sind einfacher. Dieser Modus richtet sich an diejenigen, die sich auf die Geschichte konzentrieren wollen. Ausgeglichen, Herausforderung, Modus. Kämpfe sind anspruchsvoll. Du musst deine Aktionen sorgfältig planen, um zu gewinnen. Herausforderung, dich erwarten anspruchsvolle Kämpfe. Um zu gewinnen, musst du deine Aktionen sorgfältig planen. Ja, das ist ja fast dasselbe. Aber ausgeglichen, das taugt schon, da die sagen. Gegen wilde Salutoren kämpfen. Um einen wilden Salutor zu besiegen, musst du die Schatten loswerden, die ihn beschützen. Dadurch schwächst du den Salutor. Aber je schwächer er ist, desto erbitterter schlägt er zurück. Am Balken siehst du, wann der wilde Salutor weitere Feinde in die Schlacht schickt. Okay. Kampf beginnen. Status. Der Bukavach hat dich in den Status gepeinigt versetzt. Ein Status kann positive, negative, manchmal sogar tödliche Auswirkungen haben. Lies dir die Beschreibungen sorgfältig durch, um keine bösen Überraschungen zu erleben. Victor, gepeinigt, erleidet Schaden 2 am Ende jeder Runde. Effekt addiert sich mal 4. Okay. Nett.
Hm. Gut, er ist schon mal weg. Da muss ich wieder 2 Leute rufen. Okay. Ja, ich heile mir immer wieder dazwischen einfach gleich mal. So. Okay, dann kann ich mir jetzt auf alle Fälle eine betonieren. Ich kriege wieder Lebenspunkte dazu und er ist K.O. Was habt ihr da unten jetzt schon alles? Kann ich mal bitte Komplikationen senkt die wiederhergestellten Nebenwirkungen um 40%, addiert sich mal 2, na danke. Und gepeinigt haben wir immer nur den Status drauf, ja gut. Schauen wir mal, dass wir ihr einigermaßen schnell einen Gar rausmachen. Ich meine, wir kriegen noch aufs Maul. Auf nicht zu hart. So. Und jetzt müsste man sie ja locker umhauen können zu zweit das. Stirb? Quer abkratzen. Okay. Umfallen dead. Oh, das war verknappt. You lose, you lose, you lose. You're going crazy again, you blind fool. A little faith, Thaumaturge. Focus on what's true. My voice is true. I am the truth, you see. Look. Ein Salutor zähmen. Du hast den Bukawatsch besiegt, den Salutor der Dimension Hand. Aber alleine kannst du ihn nicht zähmen. Rasputin kommt dir zur Hilfe. Der ungezähmte Salutor gehorcht deinem Befehl nicht, verhindert, dass du dich weiterentwickelst und schwächt deine Tiefensicht. Glücklicherweise hat Rasputin seine Wut besänftigt. Du hast das Unmögliche erreicht. Yeah. Unbelievable. How do you feel? Are you all right? Well, I don't think I'm hallucinating, but that means I'm currently facing a crowd of furious lumberjacks with axes, so I'd say I've been better. What? What? I'm telling the truth. I do it again. None of you understand anything. It's because of this magician. It's his fault. The magician didn't kill Vasily. He didn't bring the evil here. You're a witch! To the stake with her! To the stake! And you... why are you just standing there? Are you just letting them do this? Fine. I'll handle it myself. I did it before, and I can do it now. What have you done? Go. You don't need to see this. Probieren wir mal das Think, hier. Luka. Your feelings for Vesna are still true, I know that. Hear out her reasons before you do anything. Okay. You two better not come back to the village! As if we wanted to. Ja,
Alles klar. Excuse me, sir. Do you happen to know when the train arrives? The postmaster said it's usually no more than an hour late, so it should be here any moment. I got a tougher question for you. Pardon? Will this train get me close to Albuquerque? I'm afraid that's an ocean away, and even to the ocean you've got a ways to go. Thank you. Ever since I took a wrong turn at Albuquerque, I can't get my bearings. The things I've seen, sir. Places I've been. I just can't get to Albuquerque. Wie gesagt, das liegt in Amerika, im Ozean, also über dem Ozean, ne? Das ist ja... Ja, mal kurz draußen noch ein bisschen rum. Hier gibt's aber auch nichts. Gehen wir mal rein, Telegramm schicken, einen Abgang. I wanted to send 2 telegrams, one to Warsaw and one to Paris. Mr. Shulsky, I was meant to send for you when the driver came to get the mail. My condolences about your father. Do you still want to send something? Did you come to say goodbye to me? More like to share my fear. Your condition yesterday, after the fight with that Bukovac, it troubled me. I don't think my treatments are having a long-lasting effect. And you don't look the best. Do you feel all right? I've just heard that my father is dead. My condolences. After your treatment, when I was hallucinating, I saw him. I heard his voice for the first time in years. I'm sure it was him. A strange feeling. Maybe he came to say goodbye. Maybe it was his last chance to speak to you. A prophecy. I hope not. What do you intend to do now? I have to bury my father in Warsaw. What about you? Thanks to you. I don't think I have anything else to do here. I had a little time to think about what I saw in your mind. Tell me, Victor. Have you ever seen a human skull cracked open on the cobblestones? Bitte was? I haven't. I have. The skull of Franz Ferdinand himself, with his brain spilling out onto the sidewalk. You here? I also saw the white steps in Odessa running with blood. A battlefield blanketed in lethal fog, with faceless beings emerging from it. This hasn't happened yet, but I saw it as clearly as I see you now. Thanks to you, I know that I can stop it. I know that I am part of history, and I can change it. Even at the cost of scorn, contempt, or my life. You promised me a favor, so Warsaw sounds perfect. Na, rasen wir mal los.
Also, Warszawa! Warsaw! Warsaw! Last stop, Warsaw. Time to wake up. It's clouding over. The weather is like my mood. Aside from the circumstances of the funeral bringing you back, you hadn't thought of ever returning here? I hate this city. It always makes me think of the stench of vodka, sweat, and urine. Corruption, poverty, and trust me, no justice but street justice. I'm sure Oha. something must have changed since you left. But probably not for the better. What about the people? Those close to you? You'll never miss them? I definitely didn't expect I'd be coming to my father's funeral so early. I've noticed you two had certain differences in your views on life. Yes, especially on my life. But admittedly, that's not a very exciting discovery. Is that all you've learned about me on our journey? You drool in your sleep. Anything in there about Warsaw? schauen wir mal. Workers are striking. They want to take advantage of the Tsar's visit to Warsaw. The protests are being violently suppressed. Last week, around a dozen people were killed. Polish Socialist Party militants attacked a train. They stole money, bonds, and explosive materials. They're also suspected of robbing a transport of Dutch pomade. The socialists in Warsaw must look pretty sharp then. Further along, we've got murders, muggings, and poverty. The newspapers feed on sensation. Remember that in darkness, even a small spark can be seen clearly. Even I can feel hope from all the people riding with us. Can't you? Even without my powers, I can tell that hope is bringing people here from all three partitions. Miners, steelworkers, governesses, maids, speculators, thieves. I've gotten to read a few of our fellow passengers' possessions, and I know that hope can have many faces. Will you share that knowledge with me? Ja, sagen wir mal die There's Beobachtungen. a terrified woman riding with us. She's either running away or in hiding. I think that gentleman is smuggling something, because excitement is all mixed up with guilt inside him. And this dandy, he's going whoring. If there's something I've learned in life, Victor, it's never to neglect the horse. Warsaw, end of the line. Welcome to Warszawa. Ja, I ja. think the time's come to ask where you plan to stay. I'll let you know when I come up with something. Aha. Was jetzt?
Der Sohn der Seejungfernstadt. Mhm. Können wir wieder ein bisschen hochgehen? Ist da mal da drauf? Nicht? Hatschi? Ah, ich muss niesen. Ich muss niesen. Ah, Entschuldigung. Gibt eine Chance von 45%, die Plantaktion des Feindes zu unterbrechen. Gepeinigt. Er leidet Schaden. Ja, okay. Ja, keine Ahnung. Probieren wir mal. Nehmen wir mal das hin. Gut. Jetzt haben wir in Warschau auf dem Bahnhof. When people unite, empires fall. Na, dann gehen wir mal da runter, oder was? Nur schon wieder aufgelevelt, ja, sag mal. Mhm. Mhm. Ja, weiß auch nicht, wo das jetzt hin soll, das lassen wir jetzt einmal lesen. Flugblätter der Revolution. Brüder, die 11-Stunden-Arbeitstage bringen uns um. Lasst uns dem Beispiel der Arbeiter in deutschen und englischen Fabriken folgen und für eine Arbeitszeit von 9 Stunden kämpfen. Schließt euch dem Streik an, legt eure Werkzeuge nieder und schließt euch im Kampf für unsere Zukunft an. Oh Gott, das ist ja... Jetzt sind wir in größeren Gebieten. Jetzt Speisekarte. Restaurant Kacelanska. Speisekarte. Borscht oder Brühe. Fruchtsuppe. Eintopf mit Flusskrebsen ganz in Gelee. Junger Truthahn. Romanersalat. Pfannengebratene Edelreizger. Gurkensalat. Kompott. Schokoladencreme. Birnen à la Otero. Schale Edelpflaumen. Schwarzer Kaffee Mokka. Ziviet. Bier, englisches Porter, Portion Kaviar und Häppchen. Ja, da geht's ja edel zu, du. Mhm. Schnippdi, schnips, schnips. Alles abschnipsli, schnips, schnips. Ja, ja, schnipseli, schnips, schnips. Gibt's hier noch nix? Schnipseli, schnips, schnipseli, schnaps. Der Tageskurier, die aktuellen Neuigkeiten. Polizeipräsident der Stadt Warschau teilt hiermit der Bevölkerung mit, dass aufgrund des Besuchs ihrer Majestäten die Zahl der patrouillierenden Einheiten für diesen Tag verdoppelt wird. Die Polizisten werden insbesondere nach Gruppen von Unruhestiftern Ausschau halten, die sich in letzter Zeit vermehrt in der Nähe von Hauptverkehrsstraßen versammelten, um dort gegen Thaumaturgen zu protestieren und zu fordern, dass seine Majestät Thaumaturgen offiziell als Schwindler und eine Gefahr für die Menschheit erklärt. Nett. Die Polizei nahm gestern 15 Personen in der Nähe der Rymarska-Straße fest. Die Personen behinderten den Verkehr und forderten lautstark, dass Thaumaturgie mit dem Tod bestraft wird. Die Demonstranten waren alkoholisiert und begannen vor Ort eine Schlägerei mit den anwesenden Polizisten. Ach so, ich bin gar nicht mal so beliebt, ha? Ja, da würde ich mich auch verpissen. Flugblatt gegen Thaumaturgen. Bürger, hütet euch vor den Thaumaturgen, die im Geheimen agieren und darauf aus sind, die Wirtschaft zum Einsturz zu bringen und damit die Kontrolle über unsere Gesellschaft zu erlangen.
Schützen wir unsere Kinder vor diesen Irren, die nur auf die richtigen Moment warten, um den Verstand und die Seele der Unschuldigen unter uns zu übernehmen. Lasst uns diese Parasiten beseitigen. Die jüngste Forschung zeigt, dass die Gehirne von Thaumaturgen durch Gedanken, die wieder der Natur sind, vernebelt sind und sie daher nicht wie normale Menschen behandelt werden können. Wir müssen jetzt handeln, bevor es zu spät ist. Okay. Ja, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass wir gleich so beliebt sind, ne? Da die Anneke noch Warschau. Und seiner Stall. Akt 1. Die Stadt, die nichts vergisst. Why such a crowd? The circus has come to town. These are troubled times. Brothers turn against brothers. Russia has had enough bloodshed. The violence must stop. When socialists attempt to divide Russia and her subject nations, to dent the sword that smote the enemy at Grunwald, this demands my decisive action. Thus, by my grace, I hereby appoint as Governor General of Warsaw Georgi Antonovich Skowon. A butcher. Not a popular guy, I presume. I see you ain't from here. That swine keeps a photo album of all the folks he's had shot at the Citadel. Oh, wie nett. Before and after execution. Warsaw! The time for leniency and indulgence is over. From the moment this office is bestowed on me, no forces hostile to the subjects of Greater Russia will have any further right to exist. None! Whether it be brutal socialist subversives, communists, Jews, or other satanic provocators. He sure knows how to unite a crowd. Pardon me, are you Polish? Ja, ich bin Pole. Yes, Fuck it. I feel Polish. My name's Victor. Wanda. This is Russia here. Like it or not. Warszawa. Время террора закончилось. Иди нахуй! My first decision as Governor General of Warsaw. Arrestować. Oh. Kriegt aufs Maul. Great heroes in their sense of timing. Of course, now they're the first ones in the fight. Samoobladanie, Polyaki. We want that rebel. The Loudmouth. Damn. What happened? Be a gentleman. Please kneel and tie my shoe. Was? Stolze an. Nee, seien Sie doch kein Gentleman, knien Sie hinknien. Irgendwas. I didn't dare suggest it myself. Can I ask you a tiny favor? The Russians can't find out about this. The military is just looking for an excuse to suppress the crowd, and these workers are dreaming of thrashing a Russian gendarme. Either one of you confesses to disturbing the peace, or всех забирай. We'll take you all in. You can't handle all of us. Can you get us out of here? Ja. I think I'm open to any kind of suggestion. With a book like that, I'd find out what would convince one of these bastards to let us go. Or I'd take on that self-appointed leader of the proletariat. Interesting strategy. Who are you?
Really? A damsel in distress. Those don't usually hide ammunition in their stockings. Can I explain it to you another time? I'm going to take a look around. Okay. Die wollen uns jetzt also einknasten. Pistolenkugeln. Die Pistolenkugeln, die aus den Kleidern der Frau fielen, liegen auf dem Boden verstreut. Die kleinen Kugeln sind mit starken Emotionen beladen, mit der Hoffnung, dass sie der Sache dienlich sein würden. Darüber hinaus mit der Angst, die in diesen schwierigen Zeiten selbst in den kühnsten Herzen zu finden ist, und nicht zuletzt mit Entschlossenheit, der treuen Gefährtin der Tapferkeit, ohne die es unmöglich wäre, sich der Realität zu stellen. Jede einzelne Kugel wurde mit Sorgfalt und Präzision in den Falten der Unterwäsche versteckt. Genau wie beim letzten Mal und beim Mal davor. Der Vorgang ist nichts Neues für die Person, die das Risiko auf sich nahm. Okay. Do you think it's a good idea to stir people up and send them to face bullets and bayonets? What do you want then? My whole life on my knees? Kissing Ruski's ass? Do you realize blood is about to be spilled? And that it might be mine? Fuck off! Den letzten Satz hätte es nicht braucht. Arbeiterführer. Der Arbeiterführer ist ein charismatischer Mann, der die Menge mit seinen Worten mitreißt. Er würde sich niemals den Mund verbieten lassen, selbst wenn er dafür im Gefängnis landen sollte. Ja, das glaube ich ist aber tatsächlich die gnädigere Sache, wenn er im Gefängnis landet. Weil wir könnten auch einfach sterben oder so. Okay. Polizeisperre. Diese Polizeisperre sollte während der Demonstration helfen, die öffentliche Ordnung zu wahren. Die auf den ersten Blick völlig unscheinbare Polizeisperre trägt die Erinnerung an eine Hand in sich, deren fester Griff Entschlossenheit widerspiegelt. Die Sperre wurde vom Wachtmeister der Gendarmerie aufgestellt, der sich nichts sehnlicher wünscht, als in sein trautes Heim zurückzukehren. Alles, was er braucht, ist ein Sündenbock. I see. Pardon me, gentlemen. The crowd has received the order. For now, zero response. We'll give them a moment to arrest them all, book them, interrogate them. Gospodi will be home in November. Die wachsame Gendarmerie. Die Gendarmen achten mit wachsamen Augen darauf, dass die Menge sich ruhig verhält. Sie würden ohne zu zögern all jene festnehmen, die ihre Aufmerksamkeit erregen. Der Polizeikessel beim Revier. Der Wachtmeister möchte nur noch so schnell wie möglich nach Hause. Eine Großfahndung bedeutet viel Arbeit, die er lieber vermeiden würde. Mit einem kleinen Anstoß würde er sich damit begnügen, die Aufrührer festzunehmen und den Rest gehen zu lassen. Der Arbeiterführer wäre der passende Sündenbock. Gentlemen, please forgive me. Maybe there's a faster way to get this situation resolved. Back off, Polyak, or we'll start shooting. Paniatno? Skrom! Dawaj! Ja, kannte jetzt schon Zeichen tun. Aber eigentlich würde ich mich nur weiter umschauen. Ja, wurscht. Достаточно. Should we go in and capture the worker who's mouthing off and let us go? Da, Sierżant. We can use anyone as an example. Szagom marsz! Es ist jetzt blöd gelaufen, aber naja. You're welcome. I wanted to thank you at our next meeting. We could use someone like you. We? Meaning the people you were carrying ammunition for and who got you Dutch pomade for your hair? You haven't just got pretty eyes, you know how to use them. Maybe you'll find time one day for some jam donuts at Burke Rotblitz's? Aha. Ein weiteres Treffen. Wanda, die furchtlose Schmugglerin von Pistolenkugeln, hat ein Treffen bei Berg Rotblitz vorgeschlagen. Wanda, die Frau, die ich im Polizeikessel traf, schmuggelte Pistolenkugeln in den Falten ihrer Unterwäsche.
Ich hoffe, es ist nur die Unterwäsche. Und die ist offensichtlich nicht zum ersten Mal. Unglücklicherweise riss ihr diesmal das Strumpfband, wodurch die Kugeln zu Boden fielen. Wer weiß, vielleicht kreuzen sich unsere Wege noch einmal bei Berg Rotblitz. Dann können wir gemeinsam einen Pfannkuchen essen. Haben wir ein Date? Ich bin auf dem Weg zur Beerdigung vom Vater und habe einfach währenddessen noch ein Date aufgerissen. Alles klar. Sicherlich, was haben wir da alles? Naja, da die ganzen... Genau. Warschau 1905, jetzt wissen wir es wenigstens, die Zeit. Sag's euch ehrlich, so viel lese ich dann auch wieder nicht. Also ich würde es machen, wenn ich privat zocken würde, aber jetzt alles davor lesen. Na. Nee, nee, nee. Tanzkarte, Karnevalsball im öffentlichen Casino vor Mitternacht. Bolognese, Walzer, Quadrille, Mazurka. Nachmittag Cotillon, Le Lancier, französische Polka, weiße Mazurka. Okay. Kutsche nehmen. Oh, da ist eine Alpha-Wand. Check, gehen wir zurück. Teil des südliche Teil von Schrodniemiestje. Watzki. Friedhof. Ja, wir müssen zum Friedhof auf alle Fälle. So. Gut, und was uns auf dem Friedhof erwartet, sehen wir auf alle Fälle in nächster Folge. Ich hoffe, hat es wieder Spaß gemacht. Endlich sind wir beim neuen Content angelangt. In Warschau geht's gleich auf. Also, ja, wir warten mal ab, wie es weitergeht, ne? Also dann, ciao, ciao, auf Wiederschauensen.